Aha, rein Westerwaldgenuss. Lorenz Hedi, Kochtisch-Kölsch auf der Titelseite. Wie nicht anders zu erwarten. Alles andere wäre aber Witz. Wir machen das ja hier nicht zum Spaß. Einwandfrei. Lorenz Hedi. Ja, einmal frei, ne? Ja, wäre auch ein frecher Benedikt, ne? Ja. Ja, mein Gott. Du nicht mal die ganze andere Schwimmwürze, ne? Zum Beispiel Puck dich Kölsch, Puck dich weg oder mach dich blöd. Ja, fick dich krass und wie es auch Zieh heißt. dich weg. Ja. Ne? Zieh da einer rein. Ja. Zieh dir Zieh einer dich rein. rein. Zieh dir einer rein, mach ich mit. Ja. Nee, wir machen nicht. Denn wir sind bei Koch dich Kölsch. Zieh dir einen rein. Zieh dir einer rein. Prost zusammen. Ah ja. So ihr Lieben, heute aufgrund des tollen super Wetters, Hitze, warm, da kannst du gerne Suppe machen, geht nicht. Das krieg ich nicht hin heute. Ne? Aber wir machen was Schönes. Wir machen Ranschel, Wurstschlot. Wurstschlot, schöne Wurstschlot. Dazu als Beilage hier eine Bratouffele, Speckfisch, feine Sache. Also stell euch mal das vor, was könnt ihr denn hier rein? Also, als allererstes natürlich Wurst. Schön geschnibbelt. Fleischwurst, schön klein Alles Schnibbel schön mit Knobi. Schmeiß mal hier hin. So, einwandfrei. So, dann als nächstes Frühlingsfinish. Frühlingsölig. Frühlingsfinish. Frühlingsölig. Hey, Rennspieße. Das wird doch ein Spaß. Ah, wir machen Das heute ist eine Schmiss, schnelle Küche ne? Schnelle Küche. Radieschen. Auch alles hervorragend klein geschnibbelt. Auch schön rennen damit. Und dann machen wir noch. Würzwürkchen haben wir noch hier. Oh, Jungsküche. Cornichons. Cornichons. Cornichons hast du immer eine Chance. So. Und dann. Ja, toller Gag, ne? Weiter geht's. Weiter geht's. Paprika. Paprika. Auch darin. Und natürlich noch Käse, ne? Ja. Käse, unsere tolle Freunde. Schöne Gouda. Junge Gaude. Junge Gouda. Schmeckt gut. Ist der Gauder jung, lief der Junge nicht dumm. Ja? So. Alles klar. Ja. Das alles in der Kuchen. Relativ einfache Sache. Jetzt könnte man sagen, den lassen wir jetzt hier, aber das machen wir nicht. Nee. Dann könnt ihr noch was machen. So, jetzt machen wir dann noch jetzt Dressing für mich. Gut, darauf erstmal ein kaltes Bier. Wie lange dauert das Ganze? Also 3 Kanne, 3 Kanne. die kann man mal trinken dabei. 3 Kanne ist realistisch. Bis gleich. Prost. So, Lev Kölsch kriegen. Wir machen das Dressing jetzt. Schönes mediterranes Kölsche Dressing. Machen wir mit ein bisschen Zucker. Ich würde sagen, halbe Löffel drin. Da machen wir ungefähr 8 Löffelchen Öl. Und so direkt der Senf mit drin und verrühre das schon mal ein bisschen. Immer wieder, immer wieder. Als nächstes Salz, Pfeffer. Für das Aroma nehmen wir nochmal ein Stückchen Kölsch. Und Essig. Hier. Die Hälfte. 4. Hier. Oh, der ist gut. Ganze Spüle, Junge. Wie ich sage, das ist wunderbar, ne? Was meinst du? Muss es delikat. Schön. Ich würde aber sagen, wir können davon nochmal eine doppelte machen für die ganze Salat. Ja, wir haben ja für 80 Personen Schlot im Ort. Hier. Feines Portionchen, auch noch mal drin. Dann machen wir nochmal eine doppelte quasi. Richtig. Tun wir noch mal, Selbe Menge nochmal, dann sind wir da. dann tun wir nochmal erweitern hier.
Eine schöne cremige Soße. Und hier nochmal. Jo. Alles klar. Können wir da drin spießen. So, Schöne Form. so sieht das aus. Und den lassen wir jetzt mal ein bisschen zählen, mindestens eine halbe Stunde. Am besten ein bisschen länger und in der Zwischenzeit tun Könnt wir ihr selber eine Rennzähne. ja, vielleicht auch 2 oder 3. Schmeckt der Salat auch besser. Absolut. Prost. So, Prost. Liebe Freunde, es geht wieder. Ihr seht die neue Seite, zieh dich weg. Die war super erfolgreich. Ja, genau. Salat hätte ich noch reingezogen. Wir haben das auch genug reingezogen. Wir machen jetzt für euch die Tüffelchen. Brattüffelchen. Oh, Tüffelchen. Genau. Die haben wir eben ein bisschen gekocht. Ganz dünn geschnitten, dann brauchen die nur 6-7 Minuten. Dann in den Kühlschrank, damit die kalt sind. Weil nur wenn die kalt sind, werden die auch knusprig. Fein. Aber als erstes mal hier die Speckete dran. Hier haben wir schon ein bisschen Schmalz ziehen lassen. So, Speck haben wir angebraten. Jetzt die Tüffelchen hinterher. So, jetzt der Fisch hinterher. So, der Flecke. Wird angerichtet. Jetzt mal ein paar Teller. Die wurde Schlauch im Kühlschrank. Feine Zimmermannskette. Ah, da kommt der Frühling raus. Der Sommer ist auch dabei schon. Und top hier noch ein schönes Spiegelei. Ein Highlight schon verraten. So, hier, Toffele. Hier, Junge. Die Toffele sind auch fertig. Gerade am Ende dann natürlich ein bisschen Würze. Ordentliches Salz, Würzen. Pfeffer. Und jetzt Paprika. Und aber ohne Muskat. Heute ohne Muskat. Dann einmal ordentlich durchschwenken nochmal. So, und dann die Brattoffele dabei. Schön noch Sötchen. Hier ist das hier. So ein bisschen für die Kamera machen jetzt. So. Der kriegt nichts. Der braucht nichts. Toffele. Und als kleines Highlight haben wir uns noch überlegt, Spiegelei oben drauf. Wie das hier, das kriegt ihr womöglich auch selber hin, ohne uns. Da machen wir noch ein extra Video. Ja. So sieht das Ganze aus. Mal zwei. Mal 2. Dann braucht man wieder von Kochtisch Kölsch. Und ja, für euch perfekte Brattoffele mit unserem schönen Fleischsalat und als kleines Tüpfelchen Spiegelei. Fein. Prost zusammen, schöne Woche. Bis demnächst. Bis demnächst. Ah, gut. Such dir dein selber hier. Schon hier die ganze Batterie. Hier ist meins. Haha. Prost. Ciao. Tschö. Kleiner Nachtrag. Natürlich wieder vielen Dank an die Ilse Pan. Ne? Ja, die Ilse Pan muss erwähnt werden. Das ist wichtig. Das ist ein ganz tolles Geschenk gewesen.